Es war einmal, etwa 3 Tage vor Weihnachten, spät abends. Über den Marktplatz der kleinen Stadt kommen ein paar Männer gezogen. Sie bleiben an der Kirche stehen und sprühen auf die Mauer die Worte Ausländer aussehen und Deutschland den Deutschen. Storner fliegen in das Fenster des türkischen Lohns gegenüber der Kirche. Dann zieht die Horde ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen an die Fenster der Bürgerhäuser waren schnell wieder zugefallen. Keiner hat was gesehen. Geh weiter, Kim, wir gängen. Wo denkst du hin? Wo soll man denn da unten im Süden? Was da unten? Da ist doch immerhin unsere Heimat. Da wird's bloß schlimmer. Wir tun das, was an der Wand steht. Ausländer aussehen. Und tatsächlich, mitten in der Nacht kommt Bewegung in die kleine Stadt. Die Tieren der Geschäfte springen auf. Zuerst kommen die Kakaobackel, die Schokoladen und Pralinen in der Weihnachtsverkleidung. Sie wollten nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie daheim. Dann der Kaffee, palettenweise, der deutschen Lieblingsgetränk. Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas und Bananen rammen ihre Kisten, auch die Traum und Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brechen auf. Pfeffernis, Spekulatius und Zimtsterne. Die Gewürze aus ihrem Innern zog's nach Indien. Der Dresdner Christstollen zögert. Man sieht Tränen in seine Rosinenaugen, als er zugibt, Mischlinge wie mir geht besonders an den Krung. Mit ihm kommen das Lübecker Marzipan und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität, nur Herkunft seht ihr's. Es war schon in der Morgendämmerung, als die Schnittblämme nach Kolumbien aufbrechen und die Bates-Mäntel mit Gold und Edelsteiner in teure Chartermaschinen in alle Welt starten. Der Verkehr bricht an den Tag zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, Volksstoff mit Optik und Unterhaltungselektronik, kriechen den Osten entgegen. Am Himmel sieht man die Weihnachtsgans nach Polen fliegen. Auf jeder Bank folgt von die Seidenhemden und den Teppichen des fernen Asiens. Mit Kracher lösen sie die tropischen Hölzer aus den Fensterrahmen und schwirren in das Amazonasbecken. Man muss aufpassen, um nicht auszurutschen. Denn von überall quillt das Öl- und Benzinvierer, fließt in Rinnsalen und Bächen zusammen in Richtung Naher Osten. Aber man hat ja Vorsorge getroffen. Stolz holen die deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den Schubläden. Der Holzvergaser war ganz neu aufgelegt worden. Wozu ausländisches Öl? Aber die VWs und BMWs beginnen sie aufzulösen in ihre Einzelteile. Das Aluminium wandert nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien und der Naturkautschuk nach Zaire. Und die Straßendeck hat mit dem ausländischen Asphalt auch immer ein besseres Battle abgegeben als heute. Nach 3 Tagen war der Spuk vorbei. Der Auszug war geschafft. Gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts Ausländisches war mehr im Land. Aber Donnerbaum gibt's noch. Auch Äpfel und Nis. Und die stille Nacht darf Sommer werden. Allerdings nur mit Extragenehmigung. Das Lied kommt immerhin aus Österreich.